Ja, ihr seht richtig, ich hänge immer noch hier fest. Im 5. und hoffentlich auch letzten Part von diesem Dungeon. Hallo Leute. So, dann kletter ich wieder mal schnell hinauf, denn ich will mir diese Skulptur holen. Und irgendwie muss das jetzt doch schon klappen. Wir haben eigentlich als Kind alle Items, die wir brauchen, außer noch die Hymne der Zeit, aber es ist ein Lied und kein Item. Danke Link, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. So. Hierdurch klappt es garantiert nicht. Und unten hinauf geht es auch nicht wegen den Spinnenweben. Wie soll es denn dann gehen? Ups! Sorry. Moment mal. Hä? Was ist es? Der Boomerang schlägt ja ein... Oh, bin ich ein Vollhirni. Seht ihr das? Der Boomerang schlägt einen Winkel, das heißt, wenn ich ihn von hier, also einen Kreis, wenn ich ihn von hier aus werfe... Ja klar, nicht getroffen. Was soll das? Das kann ich gereicht haben, dann müsste es mir... Da klappt es so auch nicht. Bitte. Lass ein Wunder geschehen. Tatsächlich, so klappt's. Alter, ich krieg die Krise. Sollte man es wirklich so machen? Kann ich mir kaum vorstellen, ey. Aber, der Zweck heiligt die Mittel, nicht wahr? So. Ich sehe gerade, die Tür ist immer noch verschlossen. Hä? Moment mal. Nee, das ist keine Truhe mehr von Master Key oder so. Wäre sowieso idiotisch. Wieso noch diese Kuh verschnitten? Was war denn jetzt gerade? Die habe ich doch schon abgeballt. Okay, den erst einmal, das stimmt. Aber es klappt nicht. Den habe ich auch schon. Den da drüben, also den hier drüben. Da drüben. Den hier drüben, den habe ich schon zweimal erledigt. Was zum... Ich habe jetzt insgesamt 3 Mal noch auf dieses Scheißvieh nach dem 2. Mal geschossen. Und jetzt zum 3. Mal klappt es plötzlich. Diese Spiele. Ich weiß nicht. Soll ich mich freuen, weil ich die Rätsel endlich mal löse? Oder sollte ich eher mir die Faust ins Gesicht haben, weil ich so lange brauche und Begriffsstutzen und was weiß ich noch bin? Oh Mann, also mal kurz schauen. Ein Schild, den brauche ich. Wobei, brauche ich den wirklich so unbedingt? Ich bin gerade kurz am Überlegen. Hat der überhaupt gegen die Qualen hier geholfen? Aber eher weniger, oder? Da muss ich vor allem ausweichen. Egal. Leute, der Endboss! It's Endboss Time! Alles unter Strom, hey. Okay, ein paar Qualendinger. Da ist das richtige Vieh. Sind noch finster hier drin, ne? Ah, jetzt wird etwas heller. Marinade! Ja, Marinade, nicht Marinade. Und? Komm schon, schieß. Daneben. Lalalala. Der kann so ziemlich schnell vorbei sein. Also mit Marinade hat jetzt noch nie wirklich große Mühe. Aus vielleicht mit dem Ziel. Okay. Wow! Jetzt wird das Vieh schon etwas aggressiver. Keine Panik auf der Titanic. Wieso ich jetzt Titanic gesagt habe, keine Ahnung. Doch auf der Titanic keine Oktopusse. Qualenviecher, meine ich. Alle unten? Ja. Wow. Ja, geht noch betäuben. Ja. Nimmt sie dann ein Schwert, bitteschön. Oh, das passiert immer, aber keine Sorge, das muss sein. Das muss sein. Es müsste nicht sein, aber ich mache das einfach. Ein richtiger Rückschlag. Ein Gegner, der mir sowieso unterlegen ist. Dankeschön. Ich kann ich auch gleich noch erledigen, dann speichern das für später. Okay, der war nicht geplant, das gebe ich zu. Drüben ist der Link. Schaffe, danke. Hallo! Ich auch mal? Nee, natürlich nicht, wieso auch? Dein Schutzschild besteht noch 2 Quallen. Wollte ich schon sagen. Das zweite noch. So. Noch etwas Abstand, weil jetzt wird das Vieh richtig aggressiv.
Baller um sich herum. Yeah. Wütender Tornado. Das nützt nichts gegen Superling. Oh. Boah, das nicht ausweichen. Was anderes bringt hier nichts mehr. Und ihr seht schon, das Vieh ist hier noch langsam. Fang mich doch. Jo. Yeah. Jo. Jo. Ah, so früh gewollt. Das ist schon ein bisschen fehl, ich gebe es dazu, aber wieso sage ich eigentlich immer aber? Und irgendein Tick von mir, den ich in nächster Zeit noch loswerden will. Ich kann mich ja zwar irren, aber das Vieh schon immer so viele Schläge. Normalerweise sollte es mit dem Deko-Stab relativ schnell gehen. Mal down, dankeschön. Und das Vieh ist down. Wir haben es geschafft, Leute. Endlich. Mit einem ekligen Geräusch ist auseinandergebrochen. Gefallen. Schon das Herz gebrochen, ich Unmensch. Und noch schnell einen Herzcontainer eingesagt. Ja, endlich. Und da ist auch schon Rute, die auf uns wartet. Und wieder mal irgendein schnippischer Kommentar. Du bist spät dran. Warum hat es lange gedauert? Du bist eine ziemlich lahme Ente. Alte, geh mir aus dem Gesicht, oder ich schwöre dir, ich schlang dir ein, auch wenn du eine Frau bist. Normalerweise schlage ich keine Frauen, aber bei dir? Na gut, ich habe ein bisschen Angst und Gefühl, das ist alles, aber nur ein bisschen. Von mir aus. Du. Wow! Ein bisschen zu nah! Boing! Wasser. Ich hasse langsam Wasser. Eigentlich liebe ich Wasser, aber ich war zu lange in diesem Fischmagen drin. Hat so übel gerochen und ich werde den Geruch bestimmt nie mehr los. Hey du bist cool, ein bisschen mehr als andere. Aber nur ein bisschen. Ach, deshalb mag sie uns jetzt. Wir riechen nach Fisch. Oh Mann. Naja, egal. Du hast mich gerettet. Ich denke, ich kann dir eine Belohnung dafür geben. Da spielt einen heiligen Stein haben. Was du sagst mir? Was ist ein heiligen Stein? Eigentlich nichts. Natürlich ein Stein. Du sprichst vom heiligen Stein des Wassers, dem Zora-Saphir? Ja, wovon sonst? Hast du sonst noch irgendwelche Steine rumliegen? Ich habe ihn von meiner Mama bekommen und darf ihn nur dem geben, der mich heiratet. Es ist zwar ein Verlobungsring der Zoras. Verlobungsring? Das ist aber ein ziemlich fettes Teil von Ring. Okay. Ich gebe dir meinen wertvollsten Schatz, den Zora-Saphir. Also jetzt, ich muss sie heiraten? Oh. Was werden bloß unsere Kinder dazu sagen, wenn sie halb Hylian und halb Zora sind? Aber es ist ein ganz anderes Problem und damit muss ich das Link jetzt nicht rumschlagen, weil... Naja. Diejenigen, die Majora's Mask gespielt haben, wissen warum. Er wird noch eine Weile ein Kind bleiben. Der Zora-Saphir, von den Zoras wurde dir dieser heilige Stein des Wassers übergeben. Ja, es musste dich übergeben. Dessen Bruder hat dir den wertvollsten Schatz gegeben. Nun besitzt du die 3 heiligen Steine. Jetzt schnell zu Prinzessin Zelda. Yo. Sag's bloß nicht meinem Daddy. Ne, wieso sollte ich? Du. Wenn ich schon mal hier bin, kann ich noch gleich da drüben eine Skulptur holen. Und bei Gelegenheit auch noch... Doch, irgendwie Stein holen können, oder? Ich spreche vom Item. Guck mal. Ja, sie kommt doch so runter. Ich dachte schon nur bei Nacht, aber sie ist hier nicht. Die geht doch so. Ein neues Skulptur. Nice. Schnell den Höhleneingang weggesprengt. Kaboom! Ja klar, so eine kleine Bombe hat so ein fettes Teil weggesprengt. Ocarina ausrüsten. Kann ich gleich mal schauen, wie viel habe ich? 15 habe ich jetzt schon. Dann waren es also doch schon 2. Ja, stimmt. 2 Skulpturen sind Lord Yabu-Yabus Bauch. Eine habe ich ja nicht gekriegt, weil... Keine Ahnung, weil ich so ein... Ja, weil ich da nur Fails leiste, oder was weiß ich. Irgendeinen Trick muss da geben. Keine Ahnung welchen. Aber da finde ich schon noch raus, keine Sorge.
Ich glaube, es gab nur 3 Skulpturas insgesamt, Lord Jabudiabus Bauch. Und sonst habe ich das schnell nachgeschaut. Weil im Prinzip müssen die Anzahl der Skulpturas in den Dungeons die gleiche sein wie im Original. Also von daher. Schlaf, mein Kind, schlaf doch ein, hier in Mamas Schoß. Wieso pennen? Oh mein Gott. Erzähl mir auch nur von einem Mann, der bei diesem Anblick pennen kann. Hey, das hat sich gereimt. Das war sogar noch unbewusst. Stell dir vor. Mein süßer Michael, ich bin die Fee der Magie. Ja, solange wir noch klein sind, sind wir noch süß. Ach, deshalb ist er so beliebt. Der ist ja auch als Erwachsener Link noch so klein. Die nehmen ihn an. Ein Zauber für uns. Ja, und zwar ein ziemlich cooler Zauber, wie ich finde. Ein Teleportationszauber. Und ich glaube, jeden Masterquest kann ich den auch mal verwenden. Taurus Donnersturm, ein magischer Teleporter, den du mit C einsetzt. Nutze ihn, wenn Gefahr droht. Mit dieser Magie legst du einen Teleporterpunkt an. Rufst du Taurus Kraft erneut an, gelangst du dorthin zurück. Du kannst Teleporter aber auch wieder aufheben und anders setzen, wenn du Taurus Magie beschwörst. Ja, im Prinzip noch ein ziemlich cooler Zauber, aber ganz ehrlich Leute, ich habe ihn im Original Ocarina of Time und auch auf dem 3DS selten gebraucht. Also ich glaube insgesamt 2-mal habe ich mal eingesetzt. Ja, im Prinzip noch ganz cool, aber man braucht ihn nicht unbedingt, ganz ehrlich gesagt. So, mal kurz eine Zwischenbilanz. Was haben wir alles? Wir haben den Bumerang geholt, den zweiten Zauber haben wir auch. 15 Skulpturas, alle 3 heiligen Steine. Das heißt, wir sind soweit. Um Prinzessin Zelda in einem Schloss aufzusuchen. Aber, wie schon gesagt, mir fehlen noch ein paar Dinge. Ja gut, ein paar Skulpturas könnte ich auf der Lon-Lon Farm noch aufstocken. Dann brauche ich noch eine Flasche, die ich da holen kann. Aber vor allem muss ich vor dem Zeitsprung, das ist ganz wichtig, Leute, muss ich zum Maskenhändler, weil man bekommt noch mit 2 anderen Masken, bekommen noch Upgrades. Nein, nicht speichern. Bekommen noch Upgrades und ja, ich bin nicht mehr so sicher, ob, also im Original Ocarina of Time, sag ich schon, Original Ocarina of Time, also im Originalspiel, gibt es da irgendeinen Bug, das heißt, wenn man den Zeitsprung einmal gemacht hat und wieder ein Kind werden will, ja, wieder ein Kind werden will, und dann das Upgrade holen will, dann klappt es nicht mehr. Und ich weiß nicht, ob das beim Master Quest auch der Fall ist und ich will das Risiko nicht eingehen. Ja, was mache ich eigentlich? Es geht darum, ich kann hier, hallo? So, jetzt klappt's. Hier bei Nacht gibt es noch eine weitere Skulptur und ja, je mehr ich jetzt schon einsammle, desto besser. Oh nein, ja, jetzt lande ich wieder hier. Das war ja so bei den Outdoor-Maps, sage ich jetzt mal. Da hinten seht ihr sie schon? Da ist eine Skulptur, die hole ich mir jetzt. Sagt nichts. So. Nicht so langsam alle, aber was soll's? Ich kann eigentlich überall wieder aufstocken. Kommt er so weit überhaupt? Er kommt so weit! Eine weitere Skulptur. Cool, Mann. So, dann würde ich mal langsam sagen, ich beende den Part hier. Direkt hier auf noch schnell zurück, um zu sehen, wie sich der Vater darüber freut, ob er vielleicht noch ein Geschenk für uns hat, dass sein liebes Töchterchen wieder da ist. Und da sitzt sie auch schon, neben ihrem Daddy. Ich hoffe, mein Nervos wird blablabla. Also Weihnachts kann sich gefasst machen. Heiraten werde ich nicht, ganz ehrlich. Reden. So, was hast du dazu sagen? Oh, Michael hat als Prinzessin Ruto gerettet. Ich bin sehr froh darüber. Ja, ich auch. Das ist alles? Kein Geschenk oder so? Du bist doch ein Geizhals. Schon den falschen Knopf. Du bist doch ein Geizhals, ey. Was soll's. Also wie gesagt, im nächsten Part ab zur London Farm und ein paar Upgrades einsammeln. Also dann, bis dann. Wow.